Ich meine, geht man um Goldzertifikation, mehr um die Objektive, die dummer da verbunden sind. Ich meine, Klimawandel ist nicht mehr weg zu diskutieren. Wir als Gemeinde wollen da entgegenwirken. Wir wollen als Bürger mal auf die Weg holen. Und wir sind da an einer Vorbildfunktion, die wir gerne noch vorstellen. Aber wenn dann noch eine Zertifikation dabei könnt, dann ist das eine flotte Message. Und ich meine, haben wir auch eine finanzielle Valorisation. Und wir gehen immer mal ein gutes Beispiel für, probieren auch an unsere Gebäude zu renovieren, Energieverbrauch aufzusetzen. Das sind die Konzepte, die wir aufgestellt haben, mit all den Akteuren und auch der Politik am Konsens zu summen, wo dann noch jeder in der Hand steht. Ich meine, ich denke, da und Leitbild 2030, aber auch ein neues Mobilitätskonzept, ein neues Ressourcenkonzept. Und all diese Konzepte erlauben uns zu summen, Terra erfolgreich zu sein und auch jeder mit an die richtige Richtung zu kreieren. Neben den vielen Investissementen, die wir machen, gibt es da auch die Möglichkeit, auf jeden Fall am moyen Term oder long Term Energie zu sparen. Wir haben ein kollaborativ Klima-Leitbild 2030 erstellt, das als quantitativ und qualitativ Ziele bis 2030 gibt, die Gemeinde soll erreichen. Wir haben noch ein OT entwickelt, wo wir die können suivieren, notamment ein Energie-Monitoring-System, wo man Verbrauch, Strom, Gas, Energie, Wärme, Wasser, all von unseren Gebäuden kriegen, wo wir können einfach auch weisen, was man in diesem Bereich macht. Das Ziel des Projekts war am Anfang, als für das erste Mal eine Vue zu geben bis 2030, was wir wollen erreichen im Bereich vom Klimaschutz und Naturschutz, aber für auch alle Akteure, die Terrain zu schützen, sie mit an Boot zu holen, für eine größtmögliche Akzeptanz und auch eine größtmögliche Wille von den Leuten zu haben, für mitzuschaffen. Im Jahr 2021 also als neues Abfalltaxenreglement in Kraft getreten und wir wenden dort das Prinzip Pollueur-Payeur an. Das heißt, die Leute bezahlen pro Kilo Restabfall, den sie produzieren. Das ist am Anfang den Abfall, den wir nicht mehr wollen. Das ist keine Ressource, aber wir wollen aber gleichzeitig dann auch zum Beispiel den Bioabfall mehr verwerten und mehr sammeln, für das man weil den her noch kann und schön zurückgehen. Den SIAS als ein Naturschutz- und Abfallsyndikat hat den Projekt ans Leben gerufen, zusammen mit den Gemengen, mit unseren opischen Gemengen, Konter, Sandpfeiler und Niederrhein. Und jeder hat die nämlichen Taxen diese appliziert. Wie überall zu Lützeburg, also auch zu Schötter, der demografische Druck immens groß. Wir leiden auf die Meer ganz nur bei der Hauptstadt. Wir sind eine flotte Gemeinde, die aber viel gering wird. Und dafür muss man diese Infrastrukturen planen, erbauen. Da sind 3 große Projekte, die wir im Moment am Gange sind zu behandeln. Das wollen wir machen mit einem möglichst kleinen Fußaufdruck. Und wir wissen, dass da der größte Erfolg bedeutet.